Heute erwartet mir ganz einen besonderen Besuch im Wald. Die Maggie hat nämlich eine von ihren Cousinen eingeladen, die Lola. Sie hat weit reisen und freut sich auf ein paar schöne Tage. Hoi, Maggie, es ist so lange her. Lola, ich freue mich so, dass du gekommen bist. Hock, mach's dir bequem, ich gehe uns gerade ein Tee machen. Ich habe schon allen von dir erzählt, sie sind ganz gespannt auf dich. Ich mache eine riesengroße Willkommensparty. Sie wollen dich alle unbedingt kennenlernen. Meinst du wirklich? Aber sicher. Weisst, meine Freunde sind echt genial. Und irgendwie auch speziell. Und erst noch witzig. Das tönt nicht, aber was ist, wenn sie mich nicht mögen? Ich bin weder genial noch witzig und auch nicht speziell. Also tu nicht so bescheiden. Pack dein Köfferli aus und geniess deine Ferien. Was könnte ich noch machen, dass mich der Maggie ihre Freunde gut finden? Also rein gar niemand findet etwas Besonderes an einer normalen Elster. Aber sie fänden mich sicher toll, wenn ich irgendwie berühmt wäre. Die Lola hat im ganzen Walddörfli Plakate aufgehängt. Darauf ist gestanden, sie sei ganz eine berühmte Sängerin und gibt bald ein Konzert. Sie hofft natürlich, dass sie so auf alle einen tollen Eindruck macht. Wollen wir mal schauen, ob das klappt. Meinen ihr, so eine berühmte Sängerin will uns echt kennenlernen? Ich glaube schon. Darum ist sie ja gekommen. Wir müssen uns einfach von der allerbesten Seite zeigen, oder? Ja, schon. Aber wie? Ich habe eine Idee. Wir könnten uns doch als edle Herrschaften verkleiden. Du, ich habe schon für alle Kärtchen gemacht. Was für Kärtchen? Eine Picknick-Einladung für alle Freunde. Ich gehe sie jetzt schnell verteilen und nachher backen wir miteinander unsere berühmten Haselnussgutzli. Weißt du was? Ich gehe, dann kannst du schon anfangen. Gute Idee. Das wird genial. Ich freue mich schon fest. Hallöchen! Grüezi. Sind Sie Cousine von der Maggie? Ja, genau. Ich heisse... Weiss ich denk, Miss Lola, die berühmte Sängerin. Und wer sind denn Sie? Ich bin der Flapper, ein bekannter Pflanzenbiologe. Was ist denn echt das? Also ich pflanze so ganz spezielle Spezialpflanzen. Die zum Beispiel. Also, die muss ich zuerst noch ein bisschen spezieller abpflanzen, oder? Nicht wahr? Ich habe eine Einladung für unser Picknick im Wald für heute Nachmittag. Ich muss sie allen Leuten von hier vorbeibringen. Aber ich kenne mich gar noch nicht aus. Zeigen Sie mir den Weg? Oh, das mache ich gern. Es sind ganz spezielle Leute. Das ist der Bernardo, unser berühmter Maler. Ja, das bin ich, der berühmteste vom ganzen Wald. Und da ist die Miss Pinky. Also das berühmte Model, hallo. Oh, das sind Sie. Ich bin Miss Lola. Also darf ich das Bild mal anschauen? Nein, lieber noch nicht. Nein, es braucht noch ein bisschen mehr farbige Farbe. Bringen Sie es doch mit an unser Picknick. Das wird ganz speziell. Ich freue mich schon. Und das ist ein anderer berühmter Kollege, der Eli. Graf Eli, bitte. Und mir gehört der ganze Wald da. Oh, dann gehört der grosse Teich also auch rein. Na, Tötterli, logisch, klar. Der Teich und der Diener geht auch. Oh, dass es das noch gibt. Ein ganz eigener Diener. Telefon check, Mappe check, Zietkrawatte grad. Freddy, Sie kommen! Sie kommen! Ja, hallo. Da ist der Freddy Fuchs, Generaldirektor und Chef vom Verwaltungsrat. Was ist los? Aber Wolf, ebenfalls Direktor General und Unterchef vom Verrotungswald. Reden
Richtige Geschäftsmänner. Ich habe gerade einen wichtigen Geschäftstermin. Oh, ich auch. Ein mega geschäftlicher, wichtiger Termin. Nummer 9. Ganz herzlich willkommen. Herr Freddy, darf ich vorstellen? Aber das ist nicht nötig. Ich erkenne Ihren Gast natürlich sofort. Wirklich? Ja, wir sind Anhänger von Ihrer Musik. Ja, also wir stehen voll auf die Sound. Mein Kollege will damit sagen, dass wir alle hier im Wald viel von Ihnen halten. Oh Jemine, wenn die merken, dass ich nur gewöhnlich bin, dann gibt's eine Katastrophe. Herzlich willkommen, Herr Pflanzenbiologe. Wohin mit dem Blümeli? Auf den Tisch. Der Flepper am Pflanzenbiolog. Der Maler Bernardo und sein Model haben Sie das Bild fertig gemalt. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Ein Maler und ein berühmtes Model. Und auch noch der Herr Graf. Danke vielmals, dass Sie in unsere bescheidene Hütte kommen. Bescheidene Hütte? Und wo sind die beiden Geschäftsleute? Die 2 Glünki. Oh, ich meine, die kommen später. Ein wichtiges Business. Wir fangen schon an. Also, dann bedienen Sie sich bitte und ich hole gerade meinen alten Grammophon. Gut? Gramm was? Das braucht's doch nicht, wo gerade so eine berühmte Sängerin zu Besuch ist. Bitte, bitte, singet uns eins. Ja, bitte. Singen Sie für uns, Miss Lola. Singen Sie bitte. Nein. Also, dann halt, ich probier's. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Also, ich muss euch etwas sagen. Entschuldigung, ich bin keine berühmte Sängerin. Nicht. Ich habe das erfunden, weil ich wollte, dass ihr mich gern habt, weil ihr alle so speziell sind und so grossartig. Und ich bin nur so normal. Also, es ist so. In Wirklichkeit bin ich eigentlich auch nicht so ein richtig rechter Pflanzenbiolog. Oder so. Ui, ich kann gar nicht so gut malen. Und der Eli ist kein Graf und ich schon gar kein Model. Und der Freddy und der Wolfi sind keine wichtigen Geschäftsmänner. Die haben nur ein Postilädeli. Aber eure Kleider? Ach, das sind Fasnachtskostüme. Wir haben uns alle verkleidet, um bei dir ganz einen guten Eindruck zu machen. Oh, das tut mir leid. Das ist schon so ganz allein meine Schuld. Wirklich. Ich kann gut packen und dann reise ich wieder ab. Wieso denn das? Jetzt bist du doch erst gerade angekommen. Wir haben ein paar gerne Leute zu Besuch. Und wir sind voll froh, dass wir nicht tun müssen, wie wenn wir berühmt wären. Oh, sorry für die Verspätung. Wir haben gerade noch einen Millionendeal müssen machen und dann ist unsere Limousine gecrasht und die Börsenkurs auch. Es ist ja so, wenn man jemanden gerne als Freund haben will, dann tut man manchmal übertreiben. Und dabei ist das Wichtigste auf der ganzen Welt: bleibt so, wie ihr seid. Nur so kommt's gut.